Salut zusammen, ich bin der Gutzkrieger und heiße herzlich willkommen hier zu meinem neuen Video. Heute mal ein anderes Video. Und zwar möchte ich hier gerne mal eine kleine Review machen zu meinem SCUF Controller. Ich persönlich habe mich lange gefragt, lohnt sich denn überhaupt so ein spezieller Controller? Weil, sie sind ja nicht so billig. Also ich habe für meine 280 Franken gezahlt. Das ist gleich schon eine Menge Geld, wenn man es mit einem normalen Controller für 69 bis 79 Franken, je nachdem. Also die schwarzen oder Basic Farben sind glaube ich 69 Franken so im Durchschnitt. Und ja, wenn du so ein bisschen spezielleren willst, so einen durchsichtigen, goldigen, die sind so um die 79 rum. Ja, ich habe mich lange gefragt, lohnt sich's nicht. Das Problem war auch bei mir, die meisten, oder halt früher hast du die nur können im Ausland bestellen, also sei es Deutschland oder direkt von SCUF zu England. Und ja, das war einfach so ein bisschen das Risiko ein bisschen zu hoch gewesen. Weil ich da allgemein nicht so gern gemacht habe, Sachen aus dem Internet bestellen. Vor allem dann, wenn sie noch vom Ausland kommen. Und ja, es ist dann schade, wenn du eine Menge Geld zahlst und es ist noch einfach weg. Ja. Dann bin ich letztes Jahr an der Zürich Game Show gsi. Dort hat Game for Gamers einen Stand gehabt, wo sie auch eben die SCUF Controllers verkauft haben, sorry. Und ja, da habe ich mir mal erklären lassen, was kann so ein SCUF und lohnt er sich überhaupt? Es gibt ja da ganz verschiedene Arten von SCUFs. Es gibt auch halt ein bisschen teure, ein bisschen billigere, so Standard, Basic SCUFs. Aber ich habe mir gedacht, ja, wenn du mal so ein SCUF überhaupt kaufst und du gerade so 1 zu 1 da hast, habe ich mir gedacht, ja komm, ich kaufe mir jetzt einfach mal den alles drin hat, der so quasi alles kann. Und ja, weil ich meine, ich werde wahrscheinlich ein einziges SCUF in meinem Leben kaufen, oder beziehungsweise jetzt für PS4, nachher keine mehr. Und ja, darum habe ich gedacht, ich kaufe einfach einen rechten, wo ich dann auch zufrieden bin. Als wenn ich da nur wieder eine halbe Sache gekauft habe, weil auch der billigste wäre glaube ich um die 180 Franken rum gewesen. Und der, wie gesagt, 280 Franken gewesen. Ja, jetzt würde ich mal für euch ein kleines Fazit machen, falls ihr euch auch fragt, lohnt sich denn das überhaupt oder eben auch nicht. So, als allererstes würde ich euch da mal kurz den Lieferumfang zeigen, was da alles dabei war. Da einfach halt die Standardverpackung, natürlich da der SCUF Controller und dann sind da noch die Magnete dazu gewesen. Die erkläre ich euch dann gerade, für was das sind. Plus da hinten noch verlängerte, wie würde man das sagen, für den R2-Knopf da, also Verlängerungen. Wo ihr könnt beliebig austauschen. Also jemand lieber, da sind jetzt Standard dran, mir passen die eigentlich gut. Ihr könnt auch eben noch die Länge ran tun, je nachdem halt für den, was passt. Dann zu dem Magnet da. Wie ihr seht, da haben wir da hinten, das ist eben jetzt bei dem teuren SCUF, also ja, ist so quasi eben das teuerste Modell, das ich da habe. Da könnt ihr da unten den Magnet anheben und dann könnt ihr da oben beliebig Knöpfe auf Pedals umlenken, auf die da unten. Also, ihr könnt zum Beispiel da machen, dass, wenn ihr den Knopf drückt, also den Pedal da, dass ihr dann Dreieckli drücken und da zum Beispiel Kreis oder X und Kreis oder bei 2x Viereck, was zwar weniger Sinn macht, aber ihr könnt eigentlich wirklich jede Taste von denen da oben da unten runter tun für den Pedal. Was beim normalen SCUF zum Beispiel jetzt nicht möglich ist. Dort haben das einfach Basic eingestellt, also bei den billigeren Versionen. Und was da noch dazu kommt, wo man wirklich muss sagen, was wirklich viel wert ist, meiner Meinung nach, ihr seht es da hinten, der Grip hinten drauf ist ganz anders als bei einem normalen Controller wie da hinten. Da haben die wirklich einen glatten. Und da haben die ja wirklich Grip drauf. Also auch wenn ihr jetzt ein bisschen schwitzigere Hände oder so habt, wirklich rutschen viel, viel weniger ab. Das ist wirklich gut gemacht.
Dann, also viele fragen sich vielleicht oder wissen nicht genau, was ein SCAF ist und wann er genau nützt. Darum würde ich das gerade mal im Spiel selber zeigen. Also jetzt haben wir gerade den direkten Vergleich. Ihr tut ja beim Controller, also ich habe ihn jetzt so eingestellt, dass ich mit L1 anziele, mit R1 tue ich schiessen. Dann mit dem linken Stick laufen die ja, mit dem rechten tun ihr zielen bzw. eure Waffen bewegen und mit X tun ihr ja gumpen normalerweise. Und jetzt das vom SCAF, was er kann, ist, wenn ihr jetzt eben die folgenden Knöpfe drückt, L1, R1 plus dann noch lenken, dann könnt ihr nicht auch noch den X-Knopf drücken mit dem Daumen, das ist einfach unmöglich. Und sonst könnt ihr nur gumpen und dann halt geradeaus schauen. Und mit dem SCAF könnt ihr halt alle Knöpfe gleichzeitig drücken, weil der X-Knopf ist der Pedal unten dran, wenn ihr mit dem Finger, mit dem Zeigefinger bzw. Mittelfinger könnt drücken. Genau. Und da sieht das eben so aus, dass ihr da könnt normal rennen, der kommt einen könnt ihr auch hüpfen. Oder ihr könnt natürlich auch mit der linken Hand Dropshots machen. Dass ihr könnt euch sofort ablegen. Erstens geht es für mich auch ein bisschen schneller, weil ich habe immer die Standard-Einstellung beim Controller bis jetzt und nicht taktische. Und so könnt ihr einfach extrem schnell Dropshotten und gleichzeitig aber auch noch anzielen, was euch wirklich sehr, sehr hilft. Weil wenn ihr jetzt einen normalen Controller habt, dann ist das schon möglich, aber dann könnt ihr einfach nur aus der Hüfte. Das ist natürlich schon nicht so schlecht. Und viele fragen sich, ja, jetzt nur wegen dem Anzielen 82 Stutz ausgeben, ist doch dumm, aber wenn er wirklich mal ins SCAF rein, das war beim Anfang ganz komisch zum Spielen für mich, aber danach, es ist wirklich ein riesen Vorteil, das muss ich sagen, spielerisch macht es wirklich viel aus, ins SCAF zu haben. Das wäre jetzt mal so im praktischen Test, ich hoffe, ich habe euch da ein bisschen erklären können. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, für was das dient. Eben, dass ihr wirklich während dem Springen könnt anzielen oder halt auch Dropshotten in meinem Ziel. Artillerie bereit für Befehle. Wartet auf Koordinaten. Weil in einem Gunfight dann, vor allem auch gegen bessere Spieler, ist dann wirklich wichtig. Vor allem, ihr könnt auch während dem Fight gesehen, ihr könnt auch ein bisschen rumhüpfen, was für den Gegner schwieriger macht, euch zu treffen. Und das ist natürlich sehr von Vorteil nachher. Ihr seht hier auch meine Statistik jetzt. Also ich habe eine 2,02 KD, was jetzt nicht schlecht ist, finde ich. Ich spiele auch vor allem Suchen und Zerstören, eigentlich fast nur und Freefall ab und zu. Andere Modus spiele ich eigentlich recht wenig und bei Suchen und Zerstören hast du schon auch oft bessere Gegner oder halt auch Clans. Von dem her, also bis jetzt bei meinen alten CODs, die ich gespielt habe, immer so zwischen 1,5 bis 1,7 KD gehabt. Aber jetzt da seitdem eben, das ist das erste Call of Duty, wo ich das SCAF habe. Und da habe ich jetzt eben im Moment 2,02 KD, aber gleich schon 12.700 Abschüsse. Also ja, und ich habe eigentlich wirklich nie irgendwie Stecker gezogen oder weiss nicht was für einen Scheiß gemacht für KD. Ich habe das Game eigentlich immer fertig gespielt und es sind wirklich irgendwelche Gegner drin gewesen, die nur am Rumgegangen sind. Dann bin ich halt rausgegangen. Aber sonst habe ich wirklich das Spiel immer durchgezogen. Klar, mal hast du wieder bessere Gegner, dann geht der KD wieder ein bisschen ab und dann mal hast du wieder einen Lauf und dann nimmst du alle auseinander. Das ist halt schon immer so. Aber ich muss sagen, der SCAF hat sicher sehr viel auch noch dazu angetragen. Vielleicht hat er gerade da die 0,30 noch ausgemacht. Ich weiß nicht, was für eine KD ich ohne SCAF hätte. Wäre vielleicht noch interessant zu sehen. Aber hat mir sicher sehr geholfen. Also zum Spielen wirklich ein ganz anderes Gefühl. Ich würde jetzt gerne mal hier Punkte vom SCAF hier in der Bewertung sagen. Und da komme ich zum ersten Punkt, den ich mir ausgesucht habe, ist der Vorteil gegenüber vom normalen Controller. Und da muss ich sagen, da ist der SCAF schon ein grosser, sehr grosser Vorteil hast mit dem SCAF. Ihr seht es auch nochmal hier im Hintergrund.
nochmal, wie er auch eben im Online gut funktioniert. Also wirklich super Sache vom Game her. Da gebe ich auch wirklich 10 von 10 Punkten, weil ich bin sehr zufrieden mit dem Scuff vom Game her. Das ist wirklich super. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist Qualität. Dort muss ich wirklich ehrlich sagen, bin ich sehr, sehr enttäuscht worden von dem Controller. Und das kann ich auch gut begründen. Ich meine, ich spiele jetzt etwa das Spiel, das Call of Duty, ein bisschen mehr als 2 Monate. Und ihr seht wirklich sehr, sehr grosse Gebrauchsspuren dem Controller. Obwohl ich selber muss wirklich sagen, ja, am Controller sehr Sorge. Nicht am Boden runtergefallen, habe wirklich gut geschaut, besser als zu den normalen Controllers. Aber dennoch sieht man sehr grosse Abnutzungen, wie ihr hier auch seht. Zum Beispiel der Stick, der ist da ganz gut. Seht? Und der da ist da kommt schon komplett der Plastik unten raus. Ist schon, also tut schon fast ein bisschen weh beim Spielen. Weil der Gummi ist schon richtig abgenutzt und die haben nur noch den harten Plastik drunter. Und das sollte einfach, finde ich, jetzt für das Geld nicht sein. Weil da im Vergleich zum normalen Controller, der hat jetzt schon um die 3 CODs überlebt und einige Game-Stunden mehr drauf als der Scuff. Und er ist wirklich da bei den Sticks, also ja, die sehen aus wirklich wie neu. Das Einzige, was er hat, ist da hinten ein bisschen, so ein bisschen abgeschürft oder so, aber das macht jetzt wirklich keine Qualitätsminderung bei dem Controller, aber bei dem, was auch noch dazu kommt, nebst den Sticks, ich meine, die können da einfach mit dem Werkzeug da ausbauen und halt den neu tun. Die Sticks sind jetzt nicht so teuer, ich habe glaube ich für 4 Stück, also je 2 Sets, glaube um die 14 Euro zahlt. 14,95, also kann man auch vom Ausland. Dort muss ich aber sagen, hat sehr gut geklappt, sind sofort da gewesen. Und ja, eben, man kann es dann auswechseln. Darum es ist jetzt nicht so schlimm, der Punkt. Und es ist auch nur der linke abgenutzt, weil der brauchst du halt fürs Call of Duty viel zum Rennen und so. Aber was mich noch eher mehr stört, ihr seht es jetzt da im Video, glaube ich, nicht so gut, aber der Controller sollte eigentlich weiß sein. Und ihr seht da, jetzt braune Stellen, da unten jetzt braune Stellen, da rundum. Und das ist einfach, da sehen wir es auch noch. Und das ist einfach eigentlich das ganze Gehäuse hat sich da schon verfärbt. Auch da, ihr seht es jetzt wirklich nicht so gut, aber in echt, also es ist wirklich recht schlimm. Also, es ist nicht mehr ein richtiges Weiß, eher schon so ein Beige und ich weiss nicht, dass für den Preis sollte das einfach nicht sein, finde ich jetzt. Und darum kann ich da in Sachen Qualität, kann ich wirklich maximal 3 von 10 Punkten geben, weil da hat er mich wirklich sehr, sehr enttäuscht. Kommen wir noch zum letzten Punkt, das ist Preis-Leistung. Und da muss ich ehrlich sagen, ja, 280 Franken ist viel für den Controller, aber der Vorteil ist wirklich gross, den ihr dadurch habt. Also ich sage mal, wenn ihr euch daran gewöhnt habt, werden ihr sicher ein besserer Spieler. Aber die Qualität bei dem Test jetzt ist wirklich nicht so gut gewesen. Darum, ich gebe jetzt mal Preis-Leistung, gebe ich 5 von 10 Punkten. Eben der grosse Abzug, klar, Qualität. Aber der Vorteil, eben wie gesagt, wirklich gross. Darum, ja, ich kann einfach nicht mehr als 5 Punkte geben, es tut mir leid. Vielleicht eine andere bessere Erfahrungen mit dem gehabt, aber er ist halt gleich auch teuer, 280 Franken. Darum gebe ich da 5 von 10 Punkten. Dann möchte ich jetzt noch kurz ein kleines Fazit über das Ganze machen. Wenn ihr da beim ersten Punkt Vorteil habe ich 10 von 10 Punkten gegeben. Bei der Qualität 3 von 10 und bei Preis-Leistung 5 von 10. Das gibt ein Durchschnittstotal von
6 von 10 Punkten. Dann zu der Kaufempfehlung von dem Produkt. Ob es sich überhaupt lohnt, sage ich es so. Für jetzt einen Hobbygamer, wo vielleicht einmal in der Woche spielt oder am Abend vielleicht nur eine Stunde oder so und er mehr einfach wirklich nur Spaß spielt. Also ihm ist wirklich egal, ob er jetzt zum Beispiel jetzt bei Call of Duty viele Abschüsse macht oder nicht. Für den empfehle ich das SCUF klar nicht. Allgemein ist er eher für Shooter ausgelegt. Also wenn ihr keinen Shooter spielt, braucht ihr auch keinen SCUF. Für Leute, die wirklich viel spielen und auch mal ein bisschen etwas reissen oder jetzt sage ich auch ein bisschen Game Battles spielen oder so, für die ist klar das SCUF etwas. Ob ihr jetzt wirklich gerade die teuerste Version kaufen müsst, das überlasse ich euch. Ich finde sie zwar gut, auch wegen Grip und alles hin, also ich persönlich empfehle euch schon eher die teuerste Version. Was mich ja persönlich sehr enttäuscht hat, ist die Qualität über das Produkt gesehen. Ja, es nimmt mich wunder, schreibt doch mal in die Kommentare, falls ihr auch einen SCUF habt, ob euer ein bisschen besser war von der Qualität her oder ob das so ein bisschen das Problem von dem SCUF-Controller ist. Und ja, das nimmt mich wirklich wunder, ob mehr so Probleme haben oder ob ich jetzt einfach Pech hatte mit dem Produkt. Das gibt es ja auch, es kann nicht jeder einwandfrei sein, das ist einfach so, vielleicht habe ich gerade Pech gehabt. Das nimmt mich wirklich wunder und ansonsten hoffe ich, dass ich euch mit dem Video ein bisschen weiterhelfen konnte. Und ja, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, was ihr zu dem Ganzen meint, ob ihr einen SCUF habt, ob ihr euch einen holen wollt und ja, nimmt mich einfach mal Wunder. Schreibt es unten an und wünsche euch noch einen schönen zusammen.